Wir sind beim Young erzählt und in diesem Video haben wir für die erste Mal einen Hybridfisch getestet, den Toyota Yaris. Wir haben heute den Toyota Yaris an der Hybridversion, und das ist auch eine spezielle Serie, das die GRAC 20 Serie, die unterscheidet sich am Anfang so daran, dass große Elemente hat verschiedene andere Serien, und zum Beispiel der schwarze Elemente, die hat große Elemente, wie zum Beispiel im Schwaller oder auch um Dach, und so ist die Farbe vom Auto Pearl White. Und hat eben noch nach so Y20 Badgen, also so das Logo Y20 Sitz und auch Bausen. Und sonst unterscheiden sich am Anfang nicht viel, dass eben süß, dass bei der Hybridversion, dass du keine Geschwindigkeitslimitierung, also die Funktion, wo die Geschwindigkeit kann limitieren, ist nicht bei der Hybridversion nicht dran. Die hat man ja zum Beispiel beim Aigo, aber hier ist das nicht der Fall. Dann, wenn man in den Auto vorbei guckt, und sich seit 2017 ein bisschen geändert, dass eben eine Facelift seit 2017 und das eben ein bisschen mehr dreidimensional gehen, Sachen stehen ein bisschen mehr raus. Es kriegt ihnen eben an 10 verschiedene Lackierungen. Also den heute hat kein Panoramadach mit Kreditnamen mit Panoramadach, und das lässt den am Funkweg ziemlich kleinen Auto verbannen, damit groß wirken. Ne? Sonst nennt es auch wie beim Aigo ziemlich einfach gehalten, aber es die verschiedene so bisschen mehr silbrige Elemente. Und auch zum Beispiel im Steuerrad wird am Anfang dann die Farbe wiederholt vom Auto, die Ash Grey, die geht am Anfang wiederholt im Steuerrad. Sie sind nicht schlecht am Anfang dran. Sind eben Stoffe Sitzer, ne? Sie sind kein jemand sportlich Sitzer, aber trotzdem hat ihn aber ein bisschen die Schuleform. Und ja, da ist keine Sitzheizung dran. Aber bei Stoffe Sitzer ist es nicht so schlimm, wenn ich Leder oder Halbleder habe, das hat schon ein bisschen mehr. Zieh das ist relativ okay, dass ich besüßt das ziemlich im Maximum, wie ich kann sitzen, und seid nur die Kapo nicht wirklich. Also sitzt du ziemlich nur 4 an Schmengen haben ist trotzdem nicht immens viel Platz. Ich denke, dass ein bisschen mehr Platz wie am Aigo, weil du trotzdem in Kategorie drüber ist, geht durch. Ne? Also nicht viel, und wo kannst du mal vielleicht 10 Stunden mehr, aber der kleinen Ausflug geht durch. Ja, aber zu den normalen Radioempfang dran kann die Musik lauschen, CD oder kann. Das ist auch nicht mehr an der Mode, vielleicht mehr AUX. Du auch kein mehr war USB, das heißt, und kann noch ein Handy per Bluetooth kann ihn noch verbinden, das heißt, da kann ich eventuell lieber Bluetooth-Musik lauschen. Den heute mit seinem kleinen Bruder Aigo vergleicht, tut den heute aber einen integrierten Navi, das ist aber schon viel lassen, ne? Das ist aber schon ein bisschen wie Luxus. Was er noch holt, ist ein Eco-Mode, den kann ihn heute in der Handbremse kann ihn ausschalten. Da fehlt noch ein bisschen mehr Spur, eben, ja, aber allgemein Interieur ist ziemlich einfach gehalten. Das können aber überall einfach tun, dass nicht, dass es nur weit greifen muss, das ist ziemlich praktisch. Also den Auto hier kriege ich noch am Benzin mit einem Saugermotor von 1,5 Liter mit 111 PS und 136 Newtonmeter. Und hier handelt es sich aber um einen Hybrid, wie gesagt. Und die kriegen noch so eine Automatik, kriegen nicht am manuellen. Trotzdem ist auch dann noch ein Benzinermotor dabei, von 74 PS und 111 Newtonmeter. Ja, und der Benzinermotor von 1,5 Liter wird eben unterstützt von einem elektrischen Motor mit von 61 PS und 169 Newtonmeter. Und kombiniert haben sie eben dann Hersteller 100 PS zusammen, ne? Der Benzinermotor und den elektrischen. Soll an der Moyenne dem Hersteller nur zwischen 4,8 und 5 Liter verbrauchen. Verbrauch von 5,2 Liter, das heißt, wir sind noch ziemlich
geringe Bereich aus Belo von eben echter Startgegent du wennst, das ist halt aber normal. Die Hybridfunktion optimal zu nutzen, muss ich sich Fußstile ein bisschen aufpassen, muss ich wirklich ernst fahren, wie man denkt, Range Benziner. Sich geht es darum, relativ schnell auf 50 km/h zu kommen. Und da, wenn du auf die 50 km/h kommst, dann geht am Anfang darum, das Auto einfach so nachholen zu lassen, das heißt, die Bremsgune zu benutzen. Einfach vom Gas raufgehen. Und am Anfang, in dem Moment löst sich die Batterie am Anfang ab. Ja, die Batterie die regeneriert dann und da kann ich die abgelöste Batterie am Anfang nutzen. Ne? Die löst sich immer ab, wenn ich einfach nach der Rolle lässt. Ja, dann das eben du durch für den Anfang wirklich viel mehr sparsam und was ich noch soll machen, das weit vorausgucken. Immer gucken, wenn zum Beispiel eben dann Blut rot geht oder so, nicht nach Gas gehen, einfach vom Gas raufgehen, wie das den Hybrid dann eben ausspringt. Ne? Das Auto fühlt sich relativ gut am Anfang. Kann nicht allzu viel von einem kleinen Auto verlangen, nur eben 100 PS. Wenn ich vielleicht mit anderen 100 PS Autos vergleicht, als Beschleunigung nicht die beste, aber geht aber durch. Ich meine, für den Alltag und das am Anfang auch ja geduld wie ich da durch Stadt und so zu fahren und nicht, voilà. Also ich meine, ein Auto hat eine relativ gute Straßenlage. Das ist wirklich nicht immens hart, also das spielt nicht all stehen auf der Straße, das ist wirklich gut und ziemlich komfortabel und fühlen sich auch am Anfang relativ sicher. Und das ist auch relativ ruhig, ne? Wie könnte das sich auch eben ein Hybrid ist, also die wirklich nicht viel, nicht wirklich am Anfang echt gut motorsgereicht ist. Das ist ziemlich gut, wie, ja, weil ein Auto gemacht ist, von der Stadt zu fahren, steuert keine. Bei dem heute Modell sind wir ungefähr bei 19.500 €. Der Tisch dummer positioniert und sich am Anfang ziemlich mittig für sein Segment geguckt. Ne? Also nicht mega billig, aber nicht zu teuer. Das ist eben ein Hybrid, weil der Benziner kriege ich schon für knapp über 16.000 €, dem am 1,5 Liter Benziner. Das heißt, ja, also für Studenten ich da nicht, gebe ich weder den Benziner oder eben den Algo rekommandieren. Aber das eben heute viele, dass es eben mehr ökologisch ist und danach zählt es sich eben noch aus. Ne? Das ist auch viel mehr ökonomisch nur am Fahren. Verbraucht ja auch mehr wie der Benziner. Ne? Was wirklich gut an dem heutigen Auto ist, zumals eben noch für Fahranfänger, also eben, dass sich trotzdem eben sicher fühlt durch zum Beispiel Funktionen wie der Spurhalter und den Notbremsassistent. Was auch noch eine große Fehde ist, das hat zwar am Anfang auch allgemein bei Toyota, eben, dass sie eine 5 Jahre Garantie im Auto hat. Und in dem Fall, weil es ein Hybrid ist, auch noch 10 Jahre Garantie auf der Batterie. Abschließend kann ich sagen, dass wir heute am 2. Jahres empfangen wirklich umweltfreundlichen und auch ökonomischen Auto haben. Verbraucht wirklich nicht allzu viel. Wenn ihr guckt, wenn ihr zum Beispiel einen Smart-Vergleich auch getestet habt, das ist wirklich wesentlich mehr billig. Und das ist einfach eine gute Alternative, wenn ihr sich nicht sicher ist zwischen Benziner oder elektrisch, dann kann ihr den Toyota Yaris als Hybrid wählen.